Herr Spalz, vielmals merci für diese Interpellation. Die hat den Fokus auf 3 Punkte gelöst: Formation, Arbeitskonditionen und Reform von den Gesundheitsberufen. Fangen wir mit der Formation an und stellen direkt eine Frage. Als die Regierung sich die Probleme bei der Formation von unseren Gesundheitsberufen bewusst und hat sie konkret Lösungen. Ein paar Beispiele. Bei der Formation von Infirmieren haben wir mittlerweile 2 Ausbildungsmöglichkeiten. Der BTS, BAC plus 2, und der Bachelor, BAC plus 3. Wir für was soll ich 3 Jahre in die Schule gehen, wenn ich in 2 Jahren machen kann? Wir haben gerade darüber gesprochen, für was Jugend nicht motiviert, dass sie wissen nicht, was sie machen sollen. Was sind 4 Teile von einem Bachelor? Kein, soweit mir das ein bisschen mitkriegen. Die 2 Studiengänge werden wahrscheinlich in Zukunft zu Unzufriedenheit, Frustration, Hierarchiekonflikte und zu unterschiedlichen Vorstellungen von den beruflichen Aufgaben und Responsabilitäten führen, ob man es dazu vom Sektor. Der Bachelorstudiengang scheint gut. Auch wir sind der Meinung, dass wir ein europäisches einheitliches System schaffen sollen. Was geschieht mit dem LTPS? Was ist der langfristige Plan? Wie ich die Probleme an meiner Interpellation am 1. Oktober angeschaut habe, hat der Minister gesagt, ich zitiere: Wir sind gespannt, wie sich das im Sektor wird entwickeln, wenn die Profile da weiterlaufen. Zitat an. Aber ihr könnt doch nicht gespannt sein, mit die muss Züge vom Terrain abgreifen und mögliche problematische Konsequenzen direkt aufpacken. Die muss einen Plan haben und nicht einfach die Leute im Terrain sich selber überlassen. Bleiben wir bei den Infirmieren. Der Infirmierpsychiatrie. Die Leute machen die Ausbildung zur Infirmier und hängen nach 2 Jahren Spezialisation drin. Leider ist das aber nicht für jeden Verein so, den hier im Land als Infirmierpsychiatrie schafft. Es kommen immer mehr Leute rein, die einen europäischen Diplom haben, wo ihr just ein paar Stunden Kurs hat, genre Formation continue. Mit den zeitlich und inhaltlich können nicht unserer 2-jähriger Formation entsprechen. Wie geht die Qualität vom Service, respektive die Seriosität von der Berufsausübung, kontrolliert? Wir müssen heute ganz klar festlegen, was die Kompetenzen von den einzelnen Berufsgruppen müssen sein, die sie nicht nur in der Theorie, aber auch in der Praxis müssen anwenden können. Wir schwätzen immerhin von Menschenleben, die möglicherweise Gefahr sind und ob den Leuten hier Kompetenzen angewiesen sind. Was die Formation betrifft, hofft der auf alle Fall auf eine gute Zusammenarbeit von den verschiedenen implizierten Ministerien und ein Ausschaffen von einem klaren, strukturierten und pragmatischen Plan. Zu den Problemen bei den Arbeitskonditionen. Wie ich schon in meiner Interpellation erwähnt habe, brauchen wir eine Dezentralisierung von der Spidolsmedizin, indem es mit den Medizinern außerhalb vom Spidolsektor erlauben, sich an Gemeinschaftskabineten zusammenzuschließen und an Gerätemedizin und den Bereich der Diagnostik und Therapie zu investieren. Und so multidisziplinäre Kabineten muss es doch möglich sein, von angestellten Medizinern zu schwätzen, ohne Einschränkung von der freien Berufsausübung und ohne kommerziellen Druck, so wie darauf seit längerer Nacht schon im Koalitionsakcord steht. Wo sind wir da drum, Madame Minister? Kommen wir noch kurz zum Pflegesektor, zwar Domizil. Durch Kollektivverträge und den angefeierten Forfait, also die Enveloppe, die Prestataire im Bereich von den Soins kreieren, hat sich die Situation verschlimmert, ob man es bei den kleinen und mittelgroßen Betrieben. Wo die Infirmieren oder die 2 Jahre 4 nach 1 Stunde Zeit für ihre Patienten hatten, haben sie just nach 30 Minuten. Wir hatten für 3 schon hören, Herr Spautz hat doch gesagt, geht viel zu viel Zeit für die Bürokratie drauf. Wir haben gesagt, die Enveloppe ist nicht mehr dick gehen und Personalkosten sind auf die Luft gegangen. Es geht also zu Lasten vom Patienten. Hier muss unser Gesundheitssystem in Bezug auf die Sécurité sociale definitiv mehr flexibel gehen. Wie können wir unsere Gesundheitsberufe reformieren? Verschiedene Gesundheitsberufe haben wir überhaupt nicht reglementiert. Madame Minister, wie sieht es aus mit dem gesetzlichen Kader für den Psychologen? Was ist heute ein Zeitplan für das Schaffen vom gesetzlichen Kader? Der hat im Oktober gesagt, es steht am Regierungsprogramm. Da steht ja immer gut, wir nehmen da lang, denkt uns nicht viel. Am Platz neue Berufe zu kreieren, ist der Meinung, dass einfach mal die Attributionen, also die Liste mit den Akten, die verschiedenen Berufe im Gesundheitssektor ausführen dürfen, seriös müssen überschafft gehen. Das ist der Rückspruch mit den verschiedenen Berufsgruppen natürlich. Das wäre den A von ADR mal eine exzellente Maßnahme für Personal und den Patienten. Die Leute im Terrain, die nötigen Kompetenzen haben, sollen das auch anwenden und nicht durch eine rigide Struktur handlungsunfähig gemacht gehen.
Und dann zum Schluss noch Gesundheitsberufe, die mir besonders im Herz liegen. Es wundert mich auch nicht, dass bislang noch keiner davon geschwärzt wird. Am Koalitionsakkord kann ich noch lang sicher, ihr den sie findet, die Debatte enttäuscht, et von denen sie gar nicht. Dere wohl an Lebensmittelsicherheit, die schreibt aber heute bei allen Parteien auf den Handel, für allen Dingen führende Wahlen. Ich vermisse sie ein bisschen halb der Ritzer seid. Ich schwätze von den Berufen, die sich nicht mehr mit der Gesundheit und dem Wohl von enger Spezies setzen, mir direkt mit der Pur. Ich schwätze von deren Doktor, von der Assistent Veterinär und von deren Pfleger. Ja, auch das sind Berufe von der Santé. Und Herr Engel, das sind die schönsten Berufe von der Welt. Berufe von der Assistent Veterinär und von deren Pfleger sind nicht definiert, nicht reglementiert, nicht valorisiert, ging ich mal so. Sie kommen größtenteils aus dem neuen Ausland mit einer exzellenten Ausbildung. Der Assistent Veterinär ist kapabel, Injektionen zu machen, Katheter zu legen, zu röntgen und so weiter. Aber was dürfen Sie zu Lützeburg machen? Nicht. Die ja festhalten, die Käfig proper machen. Da brauchen wir als zu Lützeburg definitiv nicht zu pratzen. Du willst gegen auch heute eine Motion deposieren. Merci, Madame Schuss. Den deren Doktor während der Corona-Zeit. Zonte sieht, nee, wir sind nicht zustandsfähig. Das ist der Mittelstand. Der Mittelstand sieht, nee, die muss bei Zonte. Ma sind wir dann die Idioten vom Dienst, man schenkt es. Der Humanmediziner kriegt eine Entschädigung für den Arbeitsausfall, wenn es obligatorische Schließung von der Praxen. Den deren Doktor, nicht. Und wir da auch müssen zumachen. Und laufen Kästen sind natürlich weitergelaufen, weil das so gut sieht, ne? Allgemein kriegen wir keine Subventionen oder von irgendeinem Hilfe. Doch bei den Urgenzen, die wir obligatorisch machen und garantieren müssen. Aber, Herr Chamberspräsident, liebe Kolleginnen und Kolleginnen, halt euch fest. Die Kleintiere-Praktiker, 150 € für eine 8-Stunden-Schicht. Die Großtiere-Praktiker, 300 € für eine 24-Stunden-Schicht. Das ist Männer wie der qualifizierte Mindestlohn, weil du sind Chargen und alles Lohn nicht draufgerechnet. Die Lachen aus unserem Berufsstand definitiv vergangen. Dann noch eine Penurie bei den Deren-Doktoren, die auf Stundenbasis für die Stadt gestaltet sind, und die Schlechthäuser, und die für uns Lebensmittelsicherheit sorgen. Meistens für eine Woche bei 4 Grad in der Schlöschchen. Komisch, irgendwie will er doch Chemie machen. Madame Minister, wenn ihr euch denken könnt, werde ich den Bereich ganz sicher, ganz genau am Arm behalten, und ich begrüße aber schon erste Bemühungen an dem Sektor. Die Leute an alle Gesundheitsberufe wollen und verdienen eine gerechte Behandlung. Sie wollen einfach ihr Arbeit gut können und dürfen machen, ohne dauernd durch irgendetwas oder irgendjemanden drüber gehört zu gehen. Was sie hier Arbeit gut können machen, da steht auch der Patient, sie wird auf 2 oder auf 4 Beinen am Mittelpunkt. Ich so nicht merci.